Kaum ist der Rinaldo im Zimmer oben auf dem weichen, bequemen Himmelbett gelegen, hat er auch schon angefangen zu schnarchen. Er hat tief geschlafen und ist erst spät am Abend wieder verwacht. Mit kaltem Wasser hat er sich das Gesicht gewaschen und ist dann frisch und munter in den Speissaal gegangen. Dort hat er eine fröhliche Runde vorgefunden. Ein altes Nashorn mit einer Brille, ein Ross mit einem lässigen Cowboyhut, ein Geiss mit einem lustigen Geissenbärtli und eine Schneiderente mit einer gestreifelten Bluse sind bei einem Gläschen Himbeermilch zusammen an einem Tisch gesessen. Zmitz drin war das bildschöne Huhn mit dem Pelzmantel. Darf ich zu Ihnen ansitzen? Aber bitte sehr, nehmen Sie nur Platz. Ich rutsche gerade ein bisschen auf die Seite. Wir haben schurig lustig miteinander. Der Johnny Pony aus Texas erzählt uns gerade alte, abenteuerliche Geschichten aus seiner Heimat. Sind Sie geschäftlich unterwegs? Also ich komme schon seit 15 Jahren auf Neu-Reichenhall in die Ferien. Es ist so eine angenehme Atmosphäre im Hotel Paradies. Man findet da immer so nette Gesellschaften und die Läden im Dorf sind wirklich exklusiv. Den Pelzmantel im Leopardenlook zum Beispiel habe ich mir gerade heute gekauft. Das Nashorn hat erzählt, dass es aus einem Zoo am Po käme und in Neu-Reichenhall wegen seinem Rheuma im berühmten Schlammbad kuren müsse. Die lustige Berggeiss hat einen Witz am anderen erzählt. Alle haben laut gelacht, auch wenn sie die meisten Witze schon lange gekannt haben. Das bildschöne Huhn hat sich den Bauch haben müssen vor Lachen. Seine kostbare Perlenkette ist ihm immer noch um den Hals gehangen. Ich kenne noch lustige Rätsel. Also, es ist orange und läuft in den Bergen umeinander. Weiss das niemand? Es Mandarinli. oder es ist farbig und rennt auf dem Küchentisch umeinander. Hä? Der Fluchtsalat. Und so ist es ein äußerst vergnügter Abend geworden. Am Schluss hat Rinaldo im Kellner gerufen. Ich zahle die Rechnung für alle. Schreiben Sie bitte alles aufs Zimmer 303. Die fröhliche Schar hat sich überschwänglich beim schlauen Fuchs bedankt. Und das bildschöne Huhn hat fröhlich gackert. Das ist aber nett von Ihnen. Ja, es gibt halt doch noch Gentlemen auf dieser Welt. Es hat noch nicht gemerkt, dass ihm seine Perlenkette gefehlt hat. Der schlaue Fuchs hat königlich geschlafen in seinem Himmelbett. Am nächsten Morgen ist er ganz früh aufgestanden. Schnell ist er ins nächste Telefonhäuschen gelaufen und hat sich selber ein Telegramm ins Hotel schicken lassen. Es ist angekommen, als er beim Morgen gesessen ist. Der Rinaldo hat das Telegramm mit gespielter Überraschung gelesen, ist vom Tisch aufgestanden und geschwind in die Empfangshalle zum Gunter Dachs gegangen.